Willkommen zurück hier bei Xenoblade Chronicles auf der Suche nach den restlichen 2 Gegenständen, die wir benötigen, um hier weiterzukommen in der Story-Modus-Geschichte, wie auch immer. Und ihr seht schon, wir sind über diese scheiß Riesenkröten, diese riesigen Vögel da oben und wir sind irgendwie immer noch im Sumpf des Giftes, wie es hier aussieht, wa? Oh Mann, oh Mann. Tja, trotzdem das Level sieht gut aus, Level 28 für alle 3, beziehungsweise sogar 4 mit Carla dabei, Carla Schaller natürlich. Und wir kriegen, aua, aua, ich bin der Erste hier, ist scheiße, So, ich kann ja schon. Was? Moment mal, Schulk umdrehen. Alter. Dreh's mal um. Also die Steuerung manchmal, vor allem die Kamerasteuerung, der Rest ist soweit sehr gut, aber die Kamera hier, das ist manchmal zum Davonrennen. So. Sieht mies aus, wie immer. Aber das ist ja nichts Neues. So, Mann, Alter, so Standard jetzt mal. Hallo. Zoom, Standard, sag ich ja. Zeit, wieso bin ich denn so weit weg? Ich muss tief nach unten, das wäre Standard. Mir aus. Bäm. Oh oh, mein guter Kumpel Wine. Wine sag ich schon. Natürlich. Der Gran ist tot, naja, egal. Der kommt eh gleich wieder. So, und schon ist er da. Aufmuntern, komm schon, wir schaffen's, wir schaffen's. Hallo? Ah, jetzt. Meine Fresse. Wie schon im letzten Part gesagt, ist ein super Training hier. Wenn es halt hier ein Giftsumpf drin wäre. Schaut zu, was gibt's hier? Kriebeschleim. Als ob wir das benötigen würden. Als ob wir das benötigen würden. So, wir müssen da entlang. Kurz warten, bis die Energie wieder voll ist. Alter Schwede. Nämlich ein Sumpf hier. So. Weiter geht's, weiter geht's. Aua. Alter. So, raus in mir. Meine Fresse. Und weiter geht's. Ja, kommt jetzt schon wieder. Level 30, wollte mir verarschen. Komm schon, holt ihn runter, holt ihn runter. Alter, macht der Damage. Wieder weg. Holt den Vogel mal runter, Mensch. Alter. Ich bringe ihn doch schon ständig in Schwanken, dann müsst ihr mal zu Fall bringen. Oder nimm noch Level 3. Ne, fast voll KP. Meine Fresse, hey. Ich glaub nichts, komm schon. Ja. Jetzt holt ihn runter, Mensch. Die wollen einfach nicht. Die wollen nicht, die wollen nicht. Okay, braucht mehr Power, mehr Power. Schattenauge, komm schon. Sieht schon besser aus. Und hol da die Waldfee, komm schon. Vielleicht habe ich ja Waldglück und ich hab... Er braucht. Du brauchst. So, jetzt aber, komm schon. Gerade noch rechtzeitig, meine Fresse. So, jetzt aber, Flächenangriff nach vorne, schwanken, sehr gut. Jetzt kommt unser guter Kumpel Schulk. Quatsch, Wine natürlich. Und der macht den Niederschlag. Ja, falsch rum. Gut, und dann nach Orkanischen Land runter. Tja, was machst du? Fasten Ziele, erhöht Stärke, tickt Panik, wäre gut, erzeugt Blutung, das finde ich sogar mal sehr schön. Lässt schwanken, sein Quer, schwankt sowieso schon, als Orkanschneide. Die ganze Chose geht weiter, hey. Dann haben wir hier noch... was haben wir hier? Macht Schwankfeinde ohnmächtig. Ja, Ist eigentlich bereits umgeworfen. Ich meine, ich habe ihn ja geschwankt und bereits umgeworfen, theoretisch. Aber ob der bereits wirklich unten ist die andere Frage. Lässt schwanken, na schon wieder. Ja, wieso nicht? Alter, er müsste umfallen! Wieso geht das nicht? Hey, ich habe ihn doch in Schwanken gebracht, ich habe ihn umgeworfen. Ihr habt es gesehen und trotzdem ist er nicht... Den kriegst nicht down, hey, den kriegst nicht down. Nö, keine Chance. Oh oh. Ich will nicht aufgehen. Ich will nicht draufgehen. Und schon bin ich draufgegangen im Level 30 Gegner. Alter. Mann, Leute, ich habe einen Schwank gebracht, ich habe ihn umgeworfen. Was ist hier los?
Toll, bin ich wieder hier, schön. Oh, also das Spiel manchmal, die Logik dahinter. Ne, ganz ehrlich, wieso konnte ich jetzt den Vogel nicht umwerfen? Wieso ging es nicht? Wir hatten schon andere Vögel, die können wir auch umwerfen, aber bei dem hier ging es einfach nicht. Hat irgendwie eine spezielle Fähigkeit gehabt, die es nicht möglich gemacht hat, oder... Mann, sowas hasse ich echt. Tja, was willst du machen, nicht wahr? Genau, wir haben hier noch das Ziel, die 2 Teile noch zu finden, die uns noch fehlen hier. Schön. Ich freue mich super, bin super motiviert, man hört es ja richtig. Also hier und dann hier rauf, hier unten waren wir gerade, genau. Gut, hier rauf, Mann. Ne, ganz ehrlich, das Spiel im Grunde genommen sehr cool, aber es gibt einfach so Szenen, da frage ich mich einfach, wo ist hier die Logik dahinter? Ich meine, klar, Videospiel-Logik, was hat die hier zu suchen, das ist ja schon soweit klar, aber wenn man sich dann ein Strategiespiel, ein Rollenspiel nicht mehr darauf verlassen kann, dass wenn man da bestimmte Befehle eingibt, dass diese auch funktionieren, dann ist das schon nicht gut. So, Wasseräther, schön, haben wir die auch noch ein bisschen abgezogen. Gute Frage. Wieso konnte ich den Vogel nicht umwerfen? Vielleicht könnt ihr mir da ja helfen, Leute. Wieso ging das nicht? Wieso konnte ich den nicht einfach umschmeißen? Ich meine, theoretisch müsste gehen, oder? Auch wenn der jetzt von Level her vielleicht 2 Level höher war, aber... Allein daran kann es nicht gelegen haben. Fände ich jetzt sehr, sehr... krass, ja. Also krass zum einen, zum anderen auch unfair. So, hat sie wieder mal so Übergegner. Wo sind die? Wo sind die Scheißgegner? Nirgends gut. Wir sind da entlang. Da vorne müsste bereits das nächste Teil sein. Sehr schön. Was ist das hier? Erstaunlich, wie leicht das geht, wenn ein Gegner 3 Level tiefer ist, wa? Dass ein Level so einen Unterschied machen kann, ist der Wahnsinn. Ich meine, wir sind zu dritt. Auf Level 28, der Gegner war auf Level 30 und trotzdem hat er uns einfach platt gemacht. Was ist jetzt das so? Nicht du, den da hinten. Ah, gut, den schaffe ich eigentlich noch. Aber später. Oh, ich wollte eigentlich später, Mann! Scheiß Piepmatz! Komm her! Er ist umgeworfen. Steckweise Techniken, schön. Und jetzt kommt schon. Ja, Flügelschlag. Wow, wie oft einfach Wein um. Was bist du denn für ein einfacher Vogel, ey? Nicht Blutung, soll es nicht umwerfen. Oh, was treibt ihr da, Leute? Was treibt ihr da, Mensch? Aber hier ist das auch gut. Ich meine, der Vogel, ja, wie gesagt, auch ein fliegender Gegner. Und trotzdem ein Level tiefer und trotzdem können wir ihn null Probleme, also mehr weniger null Probleme platt machen. Die Unterschiede hier mit dem Level, das ist einfach unglaublich. So, 28, bald schon Level 29, schön. Ich überlege ernsthaft, ob ich offscreen noch ein bisschen auf Level 30 oder sogar 35 trainieren soll. Wobei 35... Ja, für diesen Sonnenvogel da wäre sicher noch gut, aber sonst allgemein wären wir dann ein bisschen überpowered, oder? Ja, ich weiß, das ist bei Rollenspielen immer so eine Sache. Vor allem bei Rollenspielen, die man so noch nicht gespielt hat, sprich halt blind sind, da weiß man nie so genau, soll man trainieren, soll man nicht trainieren, doch wieder so ein Giftsumpf oder was. Ah, ne, Glück gehabt. Aber trotzdem wieder mal so eine Kröte. Und ein Vogel auch noch, na Halleluja. Man könnte meinen, es sei Weihnachten, aber ist ja Ostern oder fast vor Ostern. Da baut der Karfreitag, wo ich aufnehme. Ja, die Folge ist ziemlich frisch, Leute, aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Jetzt habe ich endlich wieder Zeit, ein bisschen auf Vorrat aufzunehmen. Denn ich habe ja endlich Ferien. Entschuldigung, wieso pennst du ein? Alter. Ja, aufmuntern, schön, natürlich. Pennt erstmal ein, dann muss ich ihn ja wieder aufmuntern. So, von der Seite her. Oh, die Verteidigung senken. Ja, jetzt liegt er endlich mal. Meine Fresse. Don't worry about it, ja, ja. Sag der Richtige. So. Der wäre down, jetzt kommst du noch. Die Kircht Eule. Das ist mal so eine Eule. Und da kommt schon die zweite angeflogen. Ja, leck mich doch im Sack, hey.
Er braucht. Aha, Wine braucht. Gut. Das funktioniert soweit. Von der Seite schwanken. Na, schwankst du? Schwank nicht, Alter. Ich bin jetzt alleine. Hallo? Kann man schon aufleveln? Geht doch. Ich wollte gerade sagen, nee, was ist denn jetzt los? Hä? Wo sind die Gegner hin? Wieso haben die mich platt gemacht? Hallo, das waren 2 Gegner auf Level 25. Hä? Was eine Teamattacke war es, weil die... Ich glaube, der war es, oder? Der hat uns angegriffen, kann das sein? Wie 80, wollte mich verarschen hier. Hier sind die Items, hallo? Mann, ich verstehe, dass es so starke Gegner gibt, die man dann später herausfordern kann. Ja, das verstehe ich, finde ich auch gut. Aber wenn die einen automatisch angreifen, also das finde ich einfach nur obermiese. Wenn wieder so ein fettes Vieh, wehe, du greifst mich an. Ja, bis jetzt gut. So. Muss ich das Teil, wo ich hier brauche? Ach du Scheiße, muss die auch noch kommen, wa? Ja komm, lass stecken, du kriegst mich sowieso nicht hier oben. Von wegen krieg ich mich nicht hier oben, wollt ihr mal verarschen? Eine Kröte hier oben? Hallo? Alter, Kröten sind langsam, die kommen gar nicht hier hoch. Vor allem seit wann können Kröten klettern? Hallo, Logik! Ich geb's auf. So, Schulk. Zurück hier, dankeschön. Kröten hier oben. Verarsch mich doch. Meine Fresse, hey, das gibt's ja nicht, hey. Nein, immerhin ist das Spiel unterhaltsam, nicht wahr? Und vor allem der Story-Modus sehr spannend, das tröstet doch über einiges hinweg, weil mich ja gewisse Dinge wirklich ein bisschen aufregen. Aber vermutlich stelle ich mich einfach ein bisschen zu dämlich an. Was ist jetzt wieder los? 3 Unkohlebern besorgen. Voll Teufel. Vermutlich schon. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Gaben der alten Zeremonie. Spektralleuchtstein. Spektral klingt schon mal sehr gut, also wird es auch sehr wichtig sein. So, wo ist jetzt der nächste Gegenstand? Wir müssen in der Richtung liegen, wa? Naja, die Frage ist bloß, ob ich da... Wollen wir kurz... Ah, so, jetzt. Da ist der Riesenschildkröte, die kann mir gerade ein bisschen egal sein. Schulk! Du brauchst jetzt wie Link ins Skyward Sword zum Fallschirm, wa? Also sprich so ein Tuch, was du da auf... Ja gut, das lass ich schon wieder. Ist ja nicht Zelda. So, jetzt haben wir einen Wasserfall, komme ich hier hoch? Das wäre ja cool. Jetzt schon ein Unkohleber oder was? Wie ein Urstein einfach nicht genug Wärme. Das Spiel muss noch so unendlich groß werden. Hey, Jo, jetzt wird's lustig. Ich muss da hoch. Was eigentlich logisch wäre, komm nicht hoch, weil ein Wasserfall ist ja soweit auch logisch. Ja, einfach was logisch ist, aber die Frage ist, komme ich jetzt hier hin? Von da oben? Da war ich gerade. Also vorhin sprich, also da durch komme ich ja gar nicht, oder? Hä? Wie komme ich jetzt da hin? Hä? Bin ich echt so doof? Ja, scheinbar schon. Okay, da kann ich nicht. Da muss ich hier oben durch. Alter, einen ganzen Umweg hier machen. Ja, leck mich doch im Sack, hey. Die haben nicht anders geht, dann geht's ja nicht anders. Ich kann mal nachgucken, nicht wahr? Schauen wir doch erstmal nach, ob es wirklich so ist. Nicht, dass ich irgendwie fehlinformiert wäre, was sowieso öfters bin. Oder einfach nur ein bisschen fehlinstruiert. Klingt sowieso schön, der Begriff. Schicksalsalter, ja, die waren bereits. Und hier geht's auch nicht hoch. Also entweder brauche ich einen gigantischen Umweg, oder aber ich muss erst noch so eine geheime Passage finden. So, ist eigentlich gut. Dann mache ich noch schnell Platz hier. Den Dektor Uxtor. Wie heißt das Vieh? Egal.
So, Ohnmacht. Oder? Ich hoffe zumindest. Ja, glaube nicht, wahr? Nein, noch nicht. Der steht immer noch, beziehungsweise greift ihn noch an. So, das war's. Und bald schon Level 29. Endlich mal. Meine Güte. Dauert manchmal echt ein bisschen. Nebelöl. Was ist das ekliges? Also hier geht's nicht durch, weil seid ihr euch einig. Also sprich nicht durch da zum nächsten Item hier. Da könnt ihr mal eine Abkürzung nehmen. Geht es überhaupt hier? Ja, es geht auch so. Ich dachte, ihr könnt mich jetzt auch platt machen lassen von den Gegnern hier. Aber wieso nicht, wenn es auch einfacher geht, nicht wahr? So, jetzt muss ich hier irgendwie durch. Da durch muss ich. Ich hoffe, das geht wirklich. Das wäre falsch. Ich muss da entlang. Ich sehe ein bisschen schwarz, Leute. Doch, das könnte klappen. Das könnte klappen. Es wird sogar klappen. Es wird klappen. Juhu, da lacht das Herz. Das wird jetzt auch Bud Spencer sagen. Wir sind bald da. Und das 4. Item. Und dann trainiere ich gleich noch auf Level 29. Das bin ich, glaube ich, den meisten auch noch schuldig. Ich hoffe, es segelt jetzt hier nicht einfach nur runter. Am Item vorbei, das wäre nämlich sehr asozial. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ist ein Level? Ja, das 20 geht noch. Das geht noch, das geht noch. Und einer geht noch, und einer geht noch rein. Einer geht noch rein. Den kapiert man so, bleibt man liegen. Boom, Ohnmacht, der steht nicht mehr auf. Eigentlich müsste er saufen, aber ist egal. Wow, Alter! Wow, meine Ohren! Und das kriegen wir. Das ist gut so. Dann gehe ich mal kurz noch hier hoch. Vielleicht kriege ich noch 1, 2 Gegner für ein Level up und dann endlich mal das Item noch. Jo, es müsste oben sein. Was sagt der Gegner? Oh. 27, eigentlich noch besser. Je höher sie sind, desto tiefer fallen sie. Quatsch, desto größer sie sind, desto tiefer fallen sie so herum. Oder aber, je höher das Level ist, desto ihr steigt unseres an. Mann, es ist ein bisschen dämliche Position hier zu kämpfen. Endlich liegt er mal. Meine Fresse. So. Da kann das war cool. Aber noch kein Level up. Mann, oh Mann. So, ein Gegner fehlt noch. Will gerade der nächste hier drüben. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Hallo? Da wäre einer. Ja, da ist er ja. Komm her, Mann. Ich will ein Level up haben. Boom. Und Schalala. Und gehst du nicht mal down? So, wieso helfen? Das ist ja nicht so stark, Leute. Boom. Ups, sie müsste da hinten sein. Scheiße. Schattenauge. Und zack. Und das war's, Kumpel. Levelanstieg, Level 29. Juhu. Jetzt habe ich schon den Spruch gebracht. Ja, auch da lacht das Herz. Wir haben das 4. Item. Gabendatenzeremonie bestätigen. Du hast alle 4 Leuchtsteine gefunden. Führe nun den Ritus von Steinen Schwestern durch. Wisst ihr was? Soll ich das für den nächsten Part aufheben? Nee, komm, das mache ich jetzt noch. Vielleicht werden die Folgen ein bisschen überlang, aber das ist scheißegal. Auch wenn es heute vielleicht ein bisschen später kommt deswegen. Aber das mache ich jetzt noch. Das bin ich euch schuldig. Also euch und mir. So rum. Gut, die 4 Steine hätten wir. Wir sind Level 29. Das sieht, ja, könnte auch Level 30 sein, aber es geht noch. So. Zeit für eine Cutscene. Was so? Ich darf eine Cutscene, nicht für den Kampf. Natürlich erstmal einen Gegner platt machen. Level 28, okay. Müsste eigentlich noch gehen. Wobei es hat Trollwächter. Dann macht er uns platt. Wer weiß das schon. Alter! Auf alle Fälle macht er Schaden. Der hat auch einen Schaden. Der hat auch einen Schaden. Boah, Alter, bin gar nicht dazu gekommen. Oh, das ist nicht so der Ernst.
Jetzt sagen wir, dass ich ein zu niedriges Level habe. Das wäre jetzt echt scheiße. Ich wollte doch die Teamattacke einsetzen. Scheiße, jetzt ging da meine Gruppenleiste draufgegangen. Super. Mann, oh Mann. So, Schuldig, ich weiß, du bist ein bisschen down. Das ist mir bewusst, aber... Du musst noch durchhalten, Kumpel. Du musst durchhalten. Alter. So, komm schon. Nein, das war die falsche Attacke. Nein, das war doch gar nichts. Was kommt jetzt? Giftstich. Oh nein, gegen Wine. Ja, eigentlich müsste er eigentlich nur abwehren, oder? So, Wine, kannst du den bitte mal... natürlich die Frage, tut er abwehren? Blockt Angriffe? Sehr stark Angriff. Oh, 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 ich brauche mehr Power. Scheiße, bin ich alleine. Oh, oh, komm schon. Ich einfach niemals alleine. Boom, Salera. War schon die falsche Attacke, Mann. Was ist jetzt bitte mit der Steuerung los? Tornado-Dreher, och nö. Leute, das ist Level 28, wir sind Level 29. Komm schon, ey. Boah, boah, boah. Mir geht's irgendwie ganz mies. Oh, nee, hey, das gibt's doch einfach nicht. Womit habe ich das verdient? Und da steht der Scheißvieh, Mann! Müssen wir nicht platt machen? Wieso bloß? Was zum Henker haben wir dir getan? Was bloß? Na komm schon, langsam mal müssen von mir ab, Leute. So, geht doch. Und jetzt ein bisschen von der Seite her, ein bisschen pieken. Sehr schön. Oh, dann. Gut. Ein bisschen gerettet. Ja. Oh, oh, das sieht mies aus. Brauch mehr Power, das gibt's nicht. Nein, jetzt haben wir schon die falsche Attacke genommen. Mann, bloß weil ich so schnell hin und her schalte. Oh, 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 nein. Oh, komm schon, steh auf, wir brauchen dich. Mir geht's auch nicht so gut, Mann, ich brauche dringend. Ja. Ah, ihr wisst, was ich brauche. Natürlich die Team-Angriffsanzeige. Jetzt kommt der Scheiß wieder. Tornado-Dreher. Ja, ist ja schön. Ryan, kannst du bitte mal hier Blockangriffe? Sehr schön. Da bringt's dir was. Ich verstehe noch nicht, wie ich die endgültig blocken kann. Also sprich die Angriffe unterbinden kann. Muss ich die Gegner vorher besiegen oder was? Nee, ich sehe, das geht nicht. Ich versuche doch alles, was ich kann, Leute. Ich versuche doch alles, was ich kann, aber es bringt einfach nichts. Ja, hätte ihn fast. Giftstich, oh Mann, was mache ich jetzt dagegen? Abblocken bringt ja nichts. Haben wir vorhin bei Wine gesehen, als er das gemacht hat. Abhauen wir was, wa? Na klar, tue ich mich trotzdem. Okay, und tschüss. Oh Mann,
Dämlicher Vogel, Leute, was mache ich bloß falsch? Das gibt's einfach nicht. Gut, es weitergeht nächste Woche wieder. Ich habe keinen Bock mehr für heute. Sprich für Freitag. Kommt nächste Woche, dann, nicht mehr quatschen. Die nächste Folge halt nächste Woche. Sprich, was ist denn das? Dienstag, Donnerstag, keine Ahnung, jedenfalls. Geht's dann hier nächstes Mal weiter, wenn wir dann offscreen jetzt endlich mal ein bisschen informieren hier, was hier eigentlich los ist, wie ich den Gegner hier platt machen kann. Und ja, dann wird es endlich mal hier weitergehen. Also das Spiel, hey, ich mag es so, ja, so Rollenspiele schon, aber irgendwie, ich weiß, viele sagen, Xenoblade Chronicles ist das beste Rollenspiel aller Zeiten auf der Wii und so, aber ganz ehrlich, bis jetzt finde ich The Last Story immer noch besser. Bei Xenoblade Chronicles ist mir einfach irgendwie zu vieles gut und zu viel Story-Elemente, zu viele Elemente bezüglich des Kampfsystems, kannst du so viel einstellen, so viel konfigurieren, so viel trainieren und so. Ja, ich bin eigentlich eher jemand, der es lieber hätte, wenn da vor allem der Story-Modus ein bisschen vorangeht und man nicht zu lange mit dem Training verschwenden muss. Und hier habe ich das Gefühl, ich müsste mindestens Level 35 sein, um hier einigermaßen vorwärts zu kommen. Und das ist dann schon, ja, wäre mühsam und langwierig. Aber gut, mal sehen, wie es weitergeht, dann halt im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao zusammen.